Martin. Heute Nachmittag bin ich aus reiner Langeweile so ein bisschen am Surfen gewesen. Alter! Zeig doch nicht das, Mann! Ja, aber eben, wo bin ich gewesen? Heute am Nachmittag bin ich aus Langeweile so ein bisschen am Rumsurfen gewesen. Alter, was machst du eigentlich? Schaust du den ganzen Tag noch Pornos oder was? Hallo. Was ist das für ein Bullshit? Also eben, heute am Nachmittag bin ich so ein bisschen am Rumsurfen gewesen, und zwar auf 20 Minuten Games. Habe so ein bisschen das Zeug angeschaut, bla 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 bla, jenste Artikel, Zeug und Sachen. Vielleicht finde ich auch ein Game, das ich toll finde. Ballo-Games machen nicht aggressiv. Bullshit! Ja genau, voll. Ballo-Games machen nicht aggressiv. Fick dich doch! Aber auf alle Fälle ist mir dann der kleine Artikel hier aufgefallen, und zwar Swiss Mercenaries, Schweizer Schlachtfest mit Hellebarde und Dolch. Gott, dort mein Hochdeutsch beschissen. Auf alle Fälle ist das scheinbar ein Game, wo innerhalb von 3 Wochen von 25 Designern entwickelt worden ist. Ja, da steht dann also drin, bla bla bla, ist in der Schweiz gemacht worden, Hack and Slay Geschichte, irgendwas, bla bla bla. Wenn wir schon ein Schweizer Game haben, dann müssen wir doch das auch spielen, und zwar auf Schweizerdeutsch. Es sieht ein bisschen aus, als wäre es auf Englisch. Ich werde im Notfall alles selber synchron sprechen. Schauen wir doch gerade mal rein. So sieht das Ganze aus. Ist doch schön, oder? Swiss Mercenaries. Okay. Das ist das Geschichtchen vom Walti und vom Uli, 2 Brüder, die in einem alpinen Villa zusammen mit ihrer armen Familie leben. Der Winter, der Hunger und das Haus, das am Auseinandergehen ist, haben ihre Spuren hinterlassen. Der Walti und der Uli entscheiden sich zum Söldner werden, um ihre ausgehungerte Familie zu unterstützen. Also verpissen sie sich aus Ilgau und steppen auf Zürich. Mitten in Zürich gehen sie ins Büro von der Swisscom, wo von einer legendären Frau geleitet wird, der Hedwig von Burghalden. Oder teilweise aussehen wie ein Mann. Sie und ihre assistierende Tochter Helen bieten den beiden Brüdern einen Vertrag an, zum ausländischen Herrscher zu dienen. Aber zuerst müssen sie sich durch 2 Wochen Training durchschlagen, um zu lernen, wie man Leute umbringt. Alter, das war ja wohl voll langweilig. Machen wir gescheiter weiter mit Bits. Ich spiele das Ganze mit einem Controller, es wird so empfohlen auf der Webseite. Wer bin ich jetzt, der Walti oder der Ueli? Das ist die grosse Frage. Controls sind, glaube ich, relativ simpel. Blocken, hier so ein bisschen sich bewegen. Hier Gumpi. Ist das ein Gump oder ein Tanz? When it shut down, that's not me and it shut down. Ring ring pussy it shut down. Fashion week and it shut down. Jetzt müssen wir 2 Wochen lang so ein Kampftraining machen. Wo geht's da durch? Hey Ueli, seit wann kannst du teleportieren? Komm Walti. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier sein sollte. Die Alpen sind ein absoluter Fake! Schau's an! Du ist gar nichts! Die Alpen sind ein Loch! Dudes, wir haben es herausgefunden! Die Alpen sind ein Loch! Wo ist jetzt mein Kollege? Oder mein Bruder besser gesagt? Ich glaube, wir müssen neu starten. Okay, diesmal gehe ich vielleicht nicht da durch. Ah, schau, da kannst du so Zeug sammeln. Das ist ja voll geil. Oh, schau mal diese Zeichen an. Denen gebe ich jetzt gerade eins aufs Dach. Salli zusammen! In welchem Zeitraum spielt das Game? Oh, fett, da gibt's zu saufen. Ich glaube, das sind Speicherpunkte, wenn ich es richtig verstanden habe. Hey, es ist im Fall echt eine geile Stimmung, wenn ich mir vorstelle, dass das in nur 3 Wochen gemacht worden ist. Von nur 25 Leuten. Das ist schon geil. Ah, schau, jetzt kann ich da unten durch. Da hat es so einen Knochen gehabt und da hat mir wieder volle Leben gegeben. Die sterben ja mit einem Schlag. Ich bin unbesiegbar. Fett Cash verdient. 100 Goldmünzen! Weißt du, wie viel das wäre gehabt früher? So schwer ist jetzt das also auch nicht. Hey, ich kann dir doch aufs Dach gehen. Tack! Oh, wie geil die sterben. Du hast aber auch flott etwas in der Hose. Ich muss wieder so einen Schinken finden, damit ich mehr Leben habe. Ah, jetzt habe ich ein Schwert, Mann. Wie geil ist das? Schau mal, das ist ja voll geil. Wow! Alter, schau mal die Hellebarden. Kann ich echt die Hühner schlachten? Wir brauchen... Wow, wo fliegst du an? Was passiert mit diesen Hühnern? Ich will so einen Huhn schlachten. Ich habe Hunger. Komm. Yes, so laden wir das Leben wieder auf. Ich glaube, wenn ich zu viel von diesen Hühnern kill, dann kommen alle auf mich nachher, wie bei Zelda. Was haben denn die Hühner für einen verdammten Power-Move drauf? Schau mal. Schau mal das an. Ja, ich habe das Training verstanden, Kollege. Mach mal weiter. Okay, ich glaube, das sollte auch nicht sein, weil der Ueli kommt nicht zurück. Okay. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob ich hier sein sollte. Tada! Sali Ueli! Hallo Vater!
Oh, fuck! Zum Glück kann ich die nicht so schnell rennen. Hä, wer ist jetzt der andere? Was ist das für ein Fettsack? Wer ist das? Wo hast du den Ueli gelassen? Ist der schon tot? Okay, also auf Distanz nehme ich die und für den Nachkampf muss ich eben den Rest nehmen. Wie viel Leben hat der? Ist das irgendwie so ein Ultraboss? Hey, die sind noch schwer, wenn sie so viel sind, ne? Wenn sie so viel sind, muss ich ein bisschen vorsichtig sein, aber sonst ist das, glaube ich, nicht so ein Stress. Zack! Wow! Hast du gesehen, wie der runtergegangen ist? Du, der Fettsack, der blockt einfach alle und ich hau von der Seite rein, das passt schon. Ups! Martin, jetzt konzentrier dich mal. Hey, das Game ist echt geil gemacht! Was passiert da mit der Kamera? Okay, ich bin da irgendwie festgesteckt. Ich komme nicht mehr raus. Also, diesmal komme ich nicht da runter. Nein, Hellebarde und in der Tisch. Wow, die Hellebarde hat ja voll die Power! Ey, 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 mein Fettsack ist gestorben! Nein! Wo ist denn jetzt der Fettsack? Ist der weg für immer? Wie will ich das ohne den Fettsack schaffen, wenn die ganzen Scheiben kommen? Weg! Nein, die sind auch wieder zurück! Alter, komm, wir müssen weg von da, ey. Das geht ja gar nicht. Hau ab! Kollege, renn! Jetzt rennen wir einfach durch. Ohne den Fettsack hat das Leben eh keinen Sinn mehr. Ciao zusammen, ich muss gehen, sorry. Hä, was macht er dort hinten? Schau mal. Was machst du da? Okay, das ist in dem Fall ein Kollege, das gefällt mir gerade. Wow, schau mal, eine Falle! Okay, jetzt habe ich meinen Kollegen wieder verloren. Und jetzt kommen schon wieder so viele Arschlöcher. Also holen wir den Dude dort hinten wieder. Ja, aber schau jetzt, ich zeig dir mal, wie man das Game richtig spielt. Du musst gar nicht kämpfen. Es ist im Prinzip auch zum Durchrennen mega gut geeignet. Fettsack ist wieder da! Und Hühner! Hey, im Fall ganz ehrlich, für 3 Wochen, das ist wirklich Wahnsinn. Als ob du eine Chance hast, wir sind zum zweiten Versager. Hä? Die sind auch aus dem Nichts rausgekommen. Lauf, Walti! Hey, schau dir mal die schönen Landschaften an. Das ist ja mega geil. Da kann man speichern. Schau, dann holen wir uns hier so einen neuen Kollegen. Salut zusammen! Ich gang! Oh, tot. Ich bin mega gespannt, wie die Geschichte eigentlich weitergeht. Wenn wir gespeichert dann stirbt, sind alle Feinde wieder da. Das ist wie bei Dark Souls. Das Game ist nämlich hier auch gar nicht so einfach. Mal schauen, wie viele Feinde man gleichzeitig auf sich haben. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Wir sind schon eine ganze Armee, schau das an! Aha, es gibt solche, die schneller sind und solche, die langsamer sind. Das ist ja fast schon wie Synchronschwimmen. Das Game ist doch nicht ganz so schwer wie Dark Souls. Oh, fett! Schau, jetzt bin ich unter der Brücke. Wo geht's echt da an? Ich schleiche mich jetzt von hinten in die gegnerischen Reihen rein. Hallo! Brüder, jetzt muss getatscht werden. Aber ich check's nicht, ist denn einer von denen noch mein Brüder oder nicht? Also es werden immer mehr und immer schwerer. Ich weiss auch nicht, vielleicht müssen wir blocken oder etwas. Schau mal, die Welten sind vor allem riesig. Ich habe nicht einmal wirklich eine Ahnung, wo ich durch muss. Zum Glück sind wir schneller wie die Gegner. Schau mal, die versteckte Falle dort. Ja. Subtiler geht's nicht mehr. Kann ich das nicht kaputt machen? Wie kriege ich denn das Scheiß kaputt hier? Zum Glück bleiben die an den Leichen hängen von ihren Kollegen, das ist gut zu wissen. Wieso respawnen die plötzlich? Jetzt respawnen die schon wieder! Was muss ich denn machen? Ja, das ist gar keine Chance gegen 3 Leute. Aber was geil ist, Blocken wirkt scheinbar auch gegen hinten. Also solange ich blocke, bin ich unverwundbar. Ui! Am Oben nach einem langen Tag, wo sie brutal trainiert haben. Am Oben, nach einem langen Tag, wo sie brutal trainiert haben, chillen die beiden Brüder und ihre neuen Kollegen, der Kespe und der Willi, in der Dorfbeiz. Sie sitzen so gemütlich an einem kleinen Tisch im Ecke, saufen Rote und finden es recht gediegen, doch plötzlich tauchen ein paar Stressköpfe auf. Die blöden Scheiben sind auf der Suche nach dem stärksten Dude zum Schlägeln. Natürlich fällt ihr Blick auf den Walti. Wegen dem Ganzen fangen sie dann auch an, unsere 4 Söldner-Dudes zu provozieren. Da der Waldi absolut keinen Bock auf den Bullshit hat, haut er am grössten Typ mit so einer Wucht eins an den Kessel, dass der nach einem Schlag nicht mehr aufsteht. Und dann ist Gissi ab.
Hey, ich hab gemeint, wir sind in einer Taverne drin. Und das ist ja wieder Zürich, das kennen wir ja schon. Jetzt machen wir ruckzuck mit dem Game. Schau mal, wie geil die immer rumstehen, wenn du weiter weg bist. Ah nein, jetzt ist Zürich irgendwie anders. Das sind mehr Häuser plötzlich. Ist Zürich so schnell gewachsen? Also eins muss man sagen, das Game ist wirklich, wirklich gut gemacht. Ich habe mich gerade selber in Ecken verlaufen und alles, was ich jetzt noch machen kann, ist offensichtlich blocken. Und sterben. Fuck! Die beiden Brüder-Dudes haben mittlerweile das Töten perfektioniert und kriegen ein bisschen Cash dafür, dass sie für irgendwelche ausländische Armeen gehen kämpfen. Der Waldi und der Kespe sollen am Adolf von Nassau dienen und müssen nach Köln heizen. Das Ziel vom Uli und vom Willi hingegen ist Wien, um dem Albrecht hier den Arsch polieren. Sie packen ihr Zeug zusammen und gehen weg von Zürich. Es sieht ganz so aus, als müssten die beiden Brüder ab jetzt getrennte Wege einschlagen. Also sagen sie sich Salle und machen sich auf den Weg. Ich habe Angst davor, dass jetzt irgendeine langweilige Reisesequenz kommt. Also der Fettsack ist sicher schon mal nicht mein Bruder. Das ist der Kespe, glaub ich. Bin mal mega gespannt, wer der Endgegner in diesem Spiel ist. Sicher der Gessler. Es ist der Gessler und am Schluss kommt aus, dass der Waldi der Sohn von Wilhelm Tell ist. Oh, da ist ein Kollege von mir, dem muss ich schnell helfen. Da ist dann der Plot-Twist am Ende. Ja, da kommt noch mehr. Ciao! So viel zum Thema loyale Schweizer Söldner. He? Also das ist jetzt Sequenz 2, Level 2, aber irgendwie fühlt es sich ein bisschen an wie Sequenz 2, Level 2. Wenn ich hier angehe, dann kommen sie. Und da bin ich aber sicher. Da bin ich nicht sicher. Da hat er kein Interesse mehr an mir. Habe ich jetzt das alles schon gespielt und habe irgendwie nicht gecheckt, was ich gemacht habe? Ich habe Dobel wahrscheinlich das Game schon fast fertig gespielt. Was muss ich denn da machen? Ah, da kann ich noch raus. Schau mal. Okay, ja, da bin ich ja schon gewesen. Okay, aber da ist jetzt scheinbar fertig, hä? Ausser man nimmt die Abkürzung, die man glaub eigentlich nicht sollte nehmen. Jetzt müsste ich nur noch irgendwo durch den Zaun durchkommen. Aber das ist ja noch viel besser, ich kann die ja von da aus killen. Ja, komm da, wenn du Prügel willst. Was haltet ihr davon, wenn ihr euch mit dem Besten anlegt? Schon wieder Respawn, Alter! Wollt ihr mich verarschen? Fuck! Ich habe es tatsächlich nicht herausgefunden, wie man dort weiterkommt. Ich habe es wirklich nicht geschafft. Einfach nicht. Unglaublich. What the fuck? Was schaut am Waldi dort so Hosen aus? Da muss auch jemand genauere Erklärungen abliefern zu diesem Thema. Es hat mir sehr, sehr viel Spass gemacht. Es ist ein echt herziges Game. Logischerweise hat es noch ein paar Fehler. Ich meine, in 3 Wochen etwas programmieren, das ist ein riesen Stress, kann ich mir vorstellen. Aber für das ist es ein Hammer-Game geworden. Es hat mir sehr viel Spass gemacht, um das zu zocken. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ich schmeiß natürlich einen Link in die Beschreibung rein. Es macht wirklich Spass, um ein paar Habsburger eins auf den Deckel zu tatschen. Auf alle Fälle, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss! Vielleicht funktioniert es so. Langsam Gas geben. Yes! Komm! Flieg! Heb ab! Mach etwas! Flieg! Flieg! Komm! Flieg! Komm, flieg! Nein! Das funktioniert einwandfrei, musst du jetzt dann gerade schauen. So Zeug habe ich sicher schon mal am Flugzeug gesehen, wenn ich geflogen bin. Fuck! Ah, jetzt habe ich ganz scheiß gelöscht.